Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kölle Riffa, eine Woche Sandstrand, die erste Euro-Sondersendung der Saison. 2022-23. Und das Quali-Spiel gegen Fairhawa liegt hinter uns und wir sitzen hier am Balaton in Siofok. Und es wird langsam immer voller hier, also eine sehr nette Atmosphäre. Der See ist ja nicht allzu tief. Und wir haben ein unfassbares Erlebnis in den Knochen gestern Abend. Das war also wirklich eines der absoluten Highlights des 1. FC Köln in den letzten, ja, weiß ich nicht, 25 Jahren. Ne? Ein unglaublicher Auswärtssieg. Absolut, ein absolut großartiger Auswärtssieg. Und wir würden euch gerne noch mal mitnehmen auf die ganze Reise, und zwar von Anfang an. Nicht deswegen, weil wir das so wichtig finden, weil wir alles erlebt haben, weil ich aber genau weiß, wir wissen genau, dass so viele von euch ähnliche Dinge erlebt haben. Und ich glaube, der eine oder andere wird sich wiedererkennen. Ne? Ja. Denn wir sind ja, ne, Donnerstagabend war das Spiel, aber wir haben ja schon Mittwoch uns auf die Reise gemacht und schon um 2 Uhr. Ne? Ja. Sind wir dann so Richtung Bahn und dann fiel natürlich nicht die Bahn aus, aber die hatte als allererstes Mal eine Dreiviertelstunde Verspätung, ja. Die Deutsche Bahn. Und da waren wir schon kurz vor schlechte Laune, bis dann uns so ein deutscher Bahnmensch sagte, ihr könnt aber hier auch den ICE nehmen, der da fährt, da seid ihr schneller da und ihr dürft umsteigen, weil ihr hier so viel Verspätung habt. Das war schon mal das erste Großartige, ne? Das klappte dann auch. Ne? Ja, das klappte. Aber vielleicht schieben wir noch mal vor, dass wir uns ja entschieden haben, tatsächlich diese Tour nach Ungarn mit dem Bus anzutreten. Und als wir recherchiert haben, wer fährt denn dahin, sind wir dann auf den wilden Süden mal wieder gestoßen, die da ein sehr pflegeleichtes Paket angeboten haben. Und deswegen mussten wir allerdings vorher noch nach Mannheim fahren, weil da Abfahrt war. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht mit 50 gleich Irren wie wir im Bus über Nachtfahrt. Und da haben wir auch einiges erlebt, ne? Absolut. Vor allen Dingen haben wir mal sehr, sehr schlecht und wenig geschlafen. Oh, also tatsächlich. Lief die ganze Nacht die Mucke durch und irgendwann morgens um 5 Uhr war die Stimmung dann auch mal auf dem Tiefpunkt, als wir mit Hyper geweckt wurden, weil wir mal 5 Minuten weggeduckelt waren. Und zwar volle Lautstärke. Volle Lautstärke, also und da denkt man doch einen Moment lang, weiß nicht, ob das sein muss. Ja, es war aber trotzdem absolut großartig, natürlich mit Nackenschmerzen und irgendwann denkst du, es fällt dir das Bein ab, wenn du da so lange in dem Bus rumsitzt, aber man kann da mit einem guten Gaffelkölsch gegenarbeiten, ne? Das lindert schon den einen oder anderen Schmerz, würde ich sagen. Also Fakt ist, wir kamen dann irgendwie nach 12 Stunden Busfahrt, vorher 3 Stunden IC nach Mannheim, dann 12 Stunden Busfahrt, kamen wir dann um 9 Uhr morgens an in Ungarn am Spieltag, an dem Donnerstag. Dann war man nicht nur fertig mit der Welt, sondern konnte auch nicht im Hotel einchecken, weil die Zimmer noch nicht fertig waren. Nein. Sodass wir uns dann notdürftig irgendwie die Zähne geputzt haben, das Shirt über. Und dann ging es auch schon los zum Fanmarsch. Denn der sollte eigentlich um 11 Uhr starten, hieß es, beziehungsweise um 10 sollte der Zug abfahren. Ja. In Siofok am Bahnhof in Richtung Székesfehérvár. Ja, ja. So, und wir haben dann den Zug später, also wir haben eigentlich gedacht, wir würden jetzt die Szene gar nicht mehr treffen. Aber just in dem Moment, als wir in Siofok in den Zug einsteigen wollten, stellten wir fest, der ganze Bahnhof ist voll, ganz rot. Alles in Rot. Alles in Rot in den Zug. Die Jungs waren alle da und die Mädels. Genau. Großartig war das. Ja, und dieser Zug, das war ja auch, das war so eine fahrende Garage, war das eigentlich, ne? Ja. Mit vergittertem Fenster. Ja. So ein bisschen fühlte man sich wie im Knast, wenn man da rausschaute. Ja, ja. Ne? Genau. Das war so ein Fahrradabteil, glaube ich. Ne? Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht quasi Stehplatzzug. Also es gab nur Stehplätze. Super geil. Das hatte schon was für sich, ja. Das war geil. Das dauerte auch länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, man ist da so in 10 Minuten mal rübergefahren, aber so war das nicht, sondern man hat da schon ein bisschen Zeit verbracht. Ne? Ja. Großartig. Ja, dann fuhr man eine halbe Stunde bis nach Székesfehérvár. Mhm. Und dann kamen wir an und dann sollte natürlich erstmal alles in Richtung dieses Brunnen pilgern. Ja, es gab Sammelpunkte, dann sind wir gemeinsam alle Richtung Brunnen gelaufen. Und das war natürlich auch schon toll. Das war noch nicht die ganze große alle singen, aber die Leute standen an den Balkonen schon und guckten, was läuft denn hier, was rottet sich denn hier zusammen. Ja. Und es war aber echt ganz nett. Natürlich großes Polizeiaufkommen, die haben schon aufgepasst, dass die Leute dann nicht irgendwie in die Vorgärten pinkeln. Aber es war... Ja, hatte schon was, war schon sehr, sehr schön, bis wir dann tatsächlich an diesem Brunnen ankamen. Und da alles auch friedlich, ne? Also auch die Polizei überhaupt nicht aggressiv, auch nicht in keinster Weise provokativ, wie man das ja auch als Auswärtsfan öfter mal erlebt. Nee, die waren sehr freundlich sogar. Und naja, dann
waren wir am Brunnen angekommen. Und dann war erstmal Gott und die Welt treffen angesagt. Ja. Also wirklich, wer fliegt einem da alles um den Hals und mit wem schlägt man alles ein und begrüßt sich im Ausland. Das sind einfach Erlebnisse, das kannst du nur beim Fußball machen. Ja. Und das macht das so dermaßen aus und das entschädigt auch für diese ganzen Reisestrapazen, selbst wenn man so bescheuert ist wie wir und hier mit dem Bus hintuckert. Also, so ganz dicht können wir nicht sein. Nein. Aber, aber tatsächlich, es entschädigt sehr. Und dann gemeinsam losziehen und singen durch diese Stadt, die also zum Teil ja auch irgendwann ganz schöne Ecken hatte. Ne? Und du ziehst da durch die engen Gassen durch und alle Leute eng in den Fenstern. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass da einer durchlatscht tatsächlich. Ja, das ist ein Riesenareal hier, aber er nimmt die 2 Meter. Ne? Ja, okay. Kein Problem. Kein Problem. Vielleicht hatte er ja schöne Waden. Ich habe nicht genau gesehen. Ja, vielleicht war das Highlight vom ganzen Bericht hier. Ja, genau. So, also jedenfalls Fanmarsch, eine Sensation. Immer ein geiles Gefühl. Dir geht natürlich die Gänsehaut so hoch. Das ist einfach toll, da gemeinschaftlich durchzulaufen. Und was ich dann super, super überraschend fand, ist dann die Ankunft am Stadion. So, weil du denkst natürlich irgendwie so, naja, wie sind die eigentlich drauf? Ne? Also diese ganzen Vorberichte, was die alles verlangen, was du alles nicht darfst und so, das war jetzt nicht besonders sympathisch und man dachte, die wollen uns hier eigentlich alle gar nicht haben. Ne? Und dann kommst du da um die Ecke, dann haben die ein riesen Zelt aufgebaut. So die hatten mal was vorbereitet, würde ich sagen. Ja? Ne? Also das das wäre auch scheiße gewesen, da in der Sonne zu stehen und da zu brüten vor dem Stadion. Aber die haben das komplett geil organisiert. Total. Du konntest da reingehen, es gab Bierbuden noch und nöcher, es gab also ich muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt. Naja, also sagen wir mal, so ein paar Dinge konnte man natürlich schon beanstanden. Also Sie müssen lernen, deutlich schneller zu zapfen. Das würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie das nächste Mal europäisch spielen. Und ein bisschen mehr Personal wäre auch angesagt. Aber ansonsten vom Prinzip her habe ich das noch nie erlebt, dass für die auswärtigen Fans also wirklich so eine eigene Kirmes da vorbereitet war. Ne? Ja, das war wie eine Kirmes, genau. Das Oktoberfest mit einem Zelt, so war das. Ne? Ja. So, also schon ein Riesending, sehr, sehr überraschend. Es gab natürlich immer so kleinere Probleme, ne? Du hattest zum Beispiel ganz kleines Problem, kein Ticket. Ja, okay, aber da habe ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Es war ja auch organisiert hier durch den wilden Süden und bei der Ticketvergabe fehlte nicht nur meins, sondern auch ein paar andere. Und dann musste ich eine halbe Stunde warten und dann war das Ticket auch da. Also da muss man dann auch Ruhe bewahren und einfach auf die Verantwortlichen vertrauen. Und genauso ist es gekommen. Ne? Und deswegen war das, ich meine, wir haben da geschwitzt. Wir Irren hatten ja auch noch lange Hosen an. Das ist völlig bekloppt. Ich glaube, wir waren 2 von vielleicht 5 im ganzen Stadion mit langen Hosen. Ja. Und Socken auch. Andere waren Polizisten. Andere waren die Polizisten waren noch wärmer angezogen. Ja, die hatten wirklich, also da mit dem ganzen Aufgerödelten. Ja. Und die konnten, glaube ich, froh sein, dass sie dann ihr Barett ihr Schiffchen da getragen haben und nicht auch noch einen Helm haben mussten. Ne? Also die haben geschwitzt und geölt. Das war nicht zu beneiden tatsächlich. So. Ja, wie ging es dann weiter? Ja, Einlasssituation. Ich fand, dass das auch echt easy gelaufen ist. Ne? Klar, personalisiert und du musst immer alles vorzeigen. Aber ich kann da jetzt nichts beanstanden. Das ging, man kam da einfach rein und war natürlich dann auch direkt wieder mit der ganzen Bagage, mit allen Freunden zusammen. Also sagen wir mal so, man wurde schon sehr ausgiebig abgetastet, wie ich es auch selten empfunden habe, aber überhaupt nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie aggressiv oder, sondern freundlich, ruhig und dann war man drin in diesem Stadion und der erste Eindruck war, wow, also das ist ja ziemlich modern hier. Ne? Ja. Klein, aber fein, jetzt nichts Tolles, aber trotzdem, also man fühlte sich nicht wie ansonsten hier in Ungarn, wo man häufig den Eindruck hat, da ist es in den 70er Jahren irgendwo stehen geblieben. Das ist in dem Stadion nicht der Fall. Redet von unserem Hotel. Unser Hotel, ja. Das ist so Urlaub wie bei Honeckers. Die Leuchtreklame, die könnte also Baujahr 67 sein. Ja. So sieht so aus. Ne? Auch hier am Balaton muss man sagen, ja mein Gott, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ja, dann waren wir im Stadion drin. Und die FC-Kurve war ja fast schon voll. In Ungarn sah man noch nicht viele, aber die FC-Fans waren wirklich zu Tausenden da. Die Ungarn sind ja auch gar nicht alle gekommen. Also die haben die Bude ja nicht voll bekommen, egal was sie da vorher erzählt haben. Genau. Also denen ging es, glaube ich, eher darum zu verhindern, dass der Laden komplett voll ist von Kölnern. Wobei, ich würde sagen, wir haben es schon übernommen, ne? Also sowohl lautstärke technisch als auch optisch. Ne? Also das war
es war schon ein Fest. Wo ich hier gerade an dem Kölsch trinke, auch noch eine kleine Anekdote, kurzer Sprung zurück nach Mannheim, da hat mir beim Biertrinken eine Wespe noch in die Lippe gestochen. Ja. Dann dachte ich schon, okay, jetzt rennst du hier mit so einer dicken Lippe rum. Ja, du hast aber direkt mutig dahingeschlagen, das Biest getötet und ich konnte dir den Stachel dann aus der Lippe ziehen. Ne? Da haben wir sogar ein Foto von, ja, ne? Ja, genau. Ja, okay. Zeigen. Aber jetzt wieder zurück zum Fußball. Ja. Also so langsam füllte sich das Stadion dann. Aber es ist so, wie du sagst, es gab wirkliche Freiflächen und es waren keine 14.000 im Stadion, also bei weitem nicht. Nein. Aber wir wollen über die Ungarn auch gar nicht großartig reden, weil sie hatten keine Chance gegen unseren Auswärtsmob. Super geil, echt. Also laut und mit einer kleinen Choreo. Was heißt klein? Also, ne? Ja, wir haben ja schon alle da. Die ordentlich gequalmt hat es auch. Ja. Und was sich dann da abgespielt hat über 90 Minuten, das ist FC-Legende, jetzt schon. Du konntest bei jedem, du konntest links, rechts, oben, unten gucken, die Leute, die um dich rumstanden. Jeder war bis oben hin voll mit Unterstützerwille. Ja. Also jeder hat gesagt, und wenn ich die jetzt da persönlich zum Sieg schreien muss, dann werde ich das tun. Und es war wirklich eine derartige Entschlossenheit in den Gesichtern. Ja. Und dann auch, als das erste Tor fiel, und alle schon dachten, okay, das könnte eine gute Geschichte werden hier. Ja. Da gab es kein Halten mehr. Das ist absolut großartig. Ich fand auch die Aufstellung, also Steffen Baumgart hat dann ja auch wirklich all in, also alles, was irgendwo gebraucht wurde, hat er aufgestellt. Hector zunächst auf der Bank gelassen, war aber auch nicht die schlechteste Entscheidung insofern, als dass der dann, weiß nicht, wann kam er, nach 60 Minuten oder was, zusammen mit Jan Thielmann, die haben also dann nochmal richtig die Nummer aufgemischt. Aber wir haben schon eine geile Startelf gehabt, also da war nichts von großartigem Durchrotieren jetzt zu spüren. Und für mich überragend auf der 6 der junge Martel mit Skiri zusammen. Also die beiden, die haben das so dermaßen dicht gemacht im Mittelfeld. Unsere beiden Innenverteidiger aber auch wirklich eine Bank. Und Schwäber hat, als es dann so ein bisschen wackelig wurde, Mitte der zweiten Halbzeit 2, 3 Dinger richtig geil gehalten, hat uns dann die Führung gehalten. Und auch ansonsten, Meiner hat ordentlich Rummel gemacht auf Außen. Für mich ist keiner abgefallen in dem Spiel. Und weil ja immer die Frage aufkam, wer soll denn bei uns die Tore machen, wir haben jetzt schon wieder 3 verschiedene Torschützen gehabt, noch nicht mal unbedingte Stürmer. Schindler und Hübers haben getroffen, Skiri als der Sechser. Ja, super. Einfach ein geiles Kollektiv, das, was immer beschworen wird. Und ich glaube, dass es am Ende stärker ist, als wenn du 1, 2 so Ausnahmespieler hast, die dir dann irgendwann mal krank sind oder eine rote Karte kriegen und dann stehst du da wie so ein Doof. Ne? Ja. Sondern wir haben einfach ein geiles Kollektiv, arbeiten alle zusammen und dann kann auch jeder mal ein Tor schießen. Ne? Auch Leute, mit denen du jetzt vielleicht nicht rechnest. Nein, das ist toll. Und es hat auch einfach, ich meine, man muss dieser Mannschaft einfach ein Dankeschön sagen. Die haben am Ende so geil mitgefeiert. Ne? Aber also, wenn du irgendwie Erwachsene heulen sehen möchtest, das war der Moment. Ne? Ja. Wir hatten Pipi in den Augen, viele andere auch. Und es war irgendwie, alle umarmten sich und waren derartig ergriffen. Ja, absolut. Also man redet ja oft davon, dass es legendäre Momente oder Meilensteine, aber dieses Gefühl gestern Abend, das Weiterkommen, nachdem wir ja eigentlich von vielen schon rausgeschrieben worden waren und abgeschrieben wurden, dass wir jetzt zurückgekommen sind und allen Unkenrufen zum Trotz in Ungarn das Ding umgebogen haben. Da kannst du 10-mal sagen, es ist ein zweitklassiger Gegner. Trotzdem muss dann im Ausland, muss die Eier in der Hose haben und muss die einfach abschießen. Und das haben wir getan. Und deswegen, da kann man wirklich nur den Hut ziehen vor unseren Jungs. Und nochmal, wer hat es verdient, wenn nicht wir FC-Fans, dass sich diese ergreifenden Momente gestern da abgespielt haben nach dem Spiel. Und ich habe tatsächlich das selten beim Fußball erlebt, dass wirklich auch solche Emotionen im Spiel waren. Bei den Fans, also nachher auf der Tribüne. Das war wirklich die FC-Familie, wie sie leibt und lebt, in einem unglaublich schönen Moment zusammen vereint. Ja. Ja, genau. Dieses vereinen, und zusammen gemeinsam stark. Und also alles das kannst du spüren im Moment. Ich finde, das ist das Tolle. Ne? Also geht jetzt tatsächlich nicht nur um so ein Spiel, sondern es geht darum, dass man einfach merkt, dass es an allen Ecken und Enden plötzlich passt und funktioniert und alle Leute zusammenhalten.
Ganz, ganz tolle Geschichte. Und wir waren danach, muss man auch sagen, so platt, wie nur irgendetwas. Ja. Ich glaube, ich bin beim Essen eingeschlafen. Ja, ja. Also, Bist du wirklich? Ich musste dich mehrfach wecken, als der Hauptgang kam, bestehend aus einem Cheeseburger. Nee, Quatsch, aus einem... Was war das? Das wollen wir jetzt hier festhalten. Ein Chicken Burger. Ein Chicken Burger, ja, genau. Chicken Burger, genau. Hier am Balaton da gegenüber in so einer Kneipe. Ja. Nee, also tatsächlich, wir hatten natürlich eine Nacht in den Knochen, haben wir eben schon erzählt, in der wir so gut wie gar nicht geschlafen haben. Dann diese ganzen Emotionen, bisschen Kölsch war natürlich auch im Spiel den ganzen Tag über. Also wir waren wirklich so durch, kann ich mich nicht erinnern, nach einem Fußballspiel schon mal gewesen zu sein wie gestern Abend. Das gehörte natürlich auch dazu, zu der Geschichte. Absolut. Ne? Man hätte mir, wenn man bösartig gewesen wäre, eine Gladbach-Raute auf die Stirn einem Edding malen können. Ich hätte nichts gemerkt. Du willst sie jetzt noch über den Balaton tragen, ne? Genau. Glücklicherweise haben wir so Arschgeigen hier nicht im Gepäck mit. Ne? Ja. Also, ich bin undekoriert aufgewacht und zwar einen Moment lang überrascht, wo? Weil ich irgendwie doch gehofft habe, man wacht jetzt in Köln auf. Aber lass uns noch mal einen Moment noch bei der Partystimmung dann gestern Abend bleiben. Also auf dem Platz. Auch die Art und Weise, wie die Spieler dann in die Kurve kamen. Steffen Baumgart hat ja gesagt, er macht es in seltenen Fällen. Und gestern war so ein Moment und das war ein besonderer Moment. Und ich finde, das hat man auch ihm angemerkt. Nicht nur, weil er vom Platz geflogen ist, auch die Art und Weise, wie er da auf der Tribüne dann da steil gegangen ist und kaum zurückzuhalten war. Ja. Und nachher das Feiern in der Kurve und immer wieder sind die Jungs nochmal zurückgekommen. Und das war also wirklich wie aus einem Guss waren diese Szenen nach dem Spiel. Und so beseelt sind wir dann nach Hause gegangen. Ja. Das kleine titschende Baumgart. Man hatte der ist ja auch ein Energiebündel und du merkst es einfach, okay, es ist, wir sind alle aus einem Guss. Wir sind bis oben hin mit Adrenalin voll und alle wollten es unbedingt. Und das, wie du sagst, also er lebt es auch mit. Ne? Aber die Jungs ja auch alle. Also die Feierszenen waren wirklich eine halbe Orgie. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt mittlerweile 1 Uhr am Freitag und gleich ist Auslosung. Also 14:30 Uhr ist die Auslosung für die Conference League und da sind wir natürlich super gespannt. Im Zweifelsfall müssen wir dann gleich auch schon die nächsten Reisen buchen. Bleibt uns ja fast gar nichts anderes übrig. Und dann spielen wir am Sonntag gegen Stuttgart. Und dann beginnt eine tolle Europapokalzeit bis zur Weltmeisterschaft mit 6 Spielen. Garantierten Spielen. Hoffentlich sehr, sehr vielen schönen Kölleriffer, eine Woche Sandstrand-Erlebnissen. Genau. Ne? So wie hier jetzt. Ne? Ich fühle mich wie so ein Brathähnchen, apropos Chicken Burger. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir das jetzt hier noch so ein bisschen ausklingen. Legen uns noch ein bisschen an den Strand mit unseren neuen Handtüchern. Und ja, Kölleriffer, eine Woche Sandstrand geht weiter dann bei den nächsten Spielen. Da könnt ihr gespannt sein. Und wir machen uns dann gleich auf den Rückweg mit den Jungs im Bus hier vom Wilden Süden. Und die übrigens eben mit Tretbooten noch über den Plattensee hier gefahren sind. Ja. Und Europapokal gesungen haben. Ich halte hier über die ganze Küste. So groß ist die allerdings nicht, muss man dazu sagen. Tschüss ihr Lieben, wir sehen uns bei der nächsten Europa-Destination und zwischenzeitlich auch mal in der Liga. Bye bye. Macht's gut, Leute. Prösterchen.